Ho, ho, ho! Hello everybody! Schau mal, was steht. Ich so, Ja, das ist wirklich toll. Das steht ho, 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 happy holidays. So eine Kamera hin. Das ist schön. Sorry, Jessie I hat calmed einen down. non-ugly Christmas sweater. Ich Hey, und kann er ist so. sogar politisch korrekt, aber darf jetzt ja nicht mehr Weihnachten sagen, sondern man muss sagen Festtag. Also heute ist so hart Weihnachtstag, dass ich das jetzt einfach zelebriere und sage irgendwie so Merry Christmas, everyone! Hey, es ist auch recht okay. Ich finde, man darf Ja, das das ist auch. total in der Ordnung. Ich bin mega stolz auf uns, Jenny, dass wir gesagt haben, wir ziehen es durch, wir sind am Weihnachtstag für euch da. Es gibt Halbschlau, Vollherz mit Jingle Bells. Genau, und es gibt heute eine spezielle Christmas Edition mit einem schönen MID Asshole Weihnachts-Special. Und weißt du, wenn euch eure Familie auf den Sack geht heute, dann geht ihr einfach mal 20 Minuten spazieren und uns ins Ohr. Und dann tun wir euch begleiten und sagen euch, wie toll dass ihr seid und dass ihr einfach jetzt mal tief schnaufen Wir sind quasi der seelische Verdauungsspaziergang vom Weihnachtstag. Okay, also falls ihr jetzt schaut, ich muss jetzt den Haarreifen abziehen, weil er drückt. Kennst du das? Manchmal gibt es so Haarreifen, die dann da so reindrücken, wie so ein Folterinstrument. Das ist jeder einzelne beschissene Haarreif. Ich habe keinen Haarreifkopf, ich weiß auch nicht. Es ist wirklich so. Aber es hat gut ausgesehen, es hat zum Polypass. It really did. Wir lernen es einfach. Jenny! Ja! Weihnachten. Auf einer Skala von 1 bis 10. Was gibst du Weihnachten 25? Ein 3. Hey, eine entspannte 5. Ey, Weihnachten ist wirklich was etwas. Who cares? Ich bin wirklich, Weihnachten ist so. Also weißt du, wir tun irgendwie schön essen am 24. mit Kollegen und haben einen Baum. Unser Kind ist im Geschenkli-Koma. Das lange doch. Ich finde ja, natürlich, es ist gut enough, aber es ist jetzt, weißt du, so, wenn da. Es ist andere, die ihre Mariah Carey, Wham, feuchte Träume haben, dann that's not it. Ja, es ist nicht die schönste Zeit vom Jahr. Ich glaube, die schönste Zeit vom Jahr sind die 2 Tage, bevor man in die Sommerferien geht. Nein, ich habe gern Weihnachten. Weißt du, was mir gefällt an Weihnachten? Meine Familie ist jetzt einfach, glaube ich, literally in den letzten 20 Jahren noch nie verreist. Nach Weihnachten. Sondern wir sind immer da. Und ich nenne es wirklich Bischi-Ferien. Und ich finde es eben mega schön, weil du hast einfach so einmal, einfach so ein bisschen dann weißt du, die Tage so zwischen den Festtagen verschwimmen so ineinander rein. Und plötzlich bist du dann gleich nochmal nur schnell hysterisch, weil du findest, shit, es ist ja schon wieder Silvester und was machen wir? Und ich finde das eigentlich recht gemütlich. Aber weißt du, was mein Problem ist? Sorry, ich rede wahnsinnig viel, das tut mir leid. Ich habe auch an Weihnachten zu viel Kaffee. Nein, mein Problem ist ich meine, heute ist der 25. und ich glaube, spätestens morgens Abend, am 26. am Abend, finde ich, okay, we're done, Weihnachtsbaum weg und ich habe so Aufraummania. Wie andere Leute, glaube ich, irgendwann einmal so im Frühling haben, wie Frühlingsputz, habe ich das immer zwischen Weihnachten und Neujahr, dass ich plötzlich finde so... Und hast du es auch, wenn du in der Ferien heimkommst und der Koffer ganz schnell muss geleert sein und verräumt sein? Dann war weniger. Ich habe es wirklich am extremsten jetzt. Also weißt du, jetzt dann in den nächsten paar Tagen, dass ich einfach finde, der Estrich müssen wir jetzt endlich aufräumen. Wenn ich jetzt irgendwie wüsste, nochmal anfangen würde, ich glaube, eine Wertstoffverwertungsanlage bauen und ich hätte nur zwischen Weihnachten und Neujahr offen. Weil ich glaube, ich könnte die krassesten Preise verlangen. Weil dann wenn alle einfach irgendwie finden so, und jetzt müssen wir endlich den Stuhl entsorgen und so. Und danach könnte ich einfach sagen, das kostet 300 Franken. Aber ich würde gehen. Also für mich wäre jetzt, mein Traumprogramm wäre jetzt wirklich neue Kehrichtverbrennung und Zeug entsorgen. Das wäre super. Wirklich, wie festlich. Oh. Weißt du, anstatt Mitternachtsmesse machst du einfach Mitternachtsverbrennung. Aber das ist dann schon wieder, das ist sehr spirituell. Interesting. Nein, mir tut einfach... Wir haben ja dann eine Rauhnacht, gell? Weißt du, ob du Rauhnacht machst? Ja, das ist aber das wäre jetzt eigentlich, ich mache jetzt einfach Post-Christmas-Rauhnacht. Aber ja, nein, ich probiere mich zusammenzureissen, dass ich den Nick einfach lohn und nicht sage, weißt du, einfach irgendwie so, weißt du, so, Schätzli, wenn wir noch schnell einen Strich kaufen. Es ist nicht sexy. Man weiss, es gibt keinen Quickie, sondern Steffi will aufräumen. Er muss Shit aufräumen. Nein, aber es ist grossartig. Du bist auch da zwischen Weihnachten und Neujahr? Ihr seid einfach gechillt da oder gehen ihr noch fort? Nein, wir sind gechillt da. Wir gehen, wir haben so ein richtig toll, also alle, die jetzt nicht aus dem Unterland sind, können jetzt so richtig hart lachen. Wir haben so einen richtigen Unterländer geboten. Wir gehen noch in die Lenz. Im Zauberwald, weil dort spielen Laurent und Max. Kann ich sogar. Und der Finn ist halt ein richtig hart Fan von Laurent und Max. Für die sie nicht kennen, die machen so Kinderlieder zu ganz bekannten Melodien wie Wrecking Ball oder 079. Und die sind wirklich cute. Und der Finn ist hart Fan.
Und dann haben wir gesehen, die liegt dort in der Lenzerheide, irgendwie auf die 7. oder so. Und dann haben wir gefunden, Jackpot, wunderbar, der Zauberwald ist mega cute. Dann haben wir gedacht, ey, weißt du was, komm, dann nehmen wir doch einfach nachher in Chur unten ein Hotel. Dann müssen wir nicht heimfahren. Smart. Nein! Warum? Weil es hat einfach kein Hotel mehr in Chur. Okay, Also, ja, muss das ich war spezifizieren. Es hat noch eins gehabt, das ich geschaut habe, letzte Woche, für das Datum. Und es kostet einfach irgendwie 500 Franken in der Nacht. Und ich finde, ja, no, not really. Und das nächste freie Hotel ist irgendwie so wild, irgendwie dort am Wallensee. Und ich finde, da kann ich auch heimfahren. Ja, das ist halt. Nein, es war nicht die smart Idea. Aber es ist eine cute Idea. Ich You are weiss. making memories. Das musst du immer denken. Du, Wenn ihnen das passiert, ist ist über die jüngeren einfach 3 Kinder. Stunden halt heim, das ist okay. Ja, Aber das ich ist dachte, gut. es wäre ja gechillt, wenn wir einfach dann zu Chur ein Hotel haben. Nein. Das wäre mega lässig. Weißt du, ich habe die Ausrede nicht mehr. Du kannst immer, wenn es scheiße ist mit einem kleineren Kind, ist immer so, das sind Core Memories, das sind Erinnerungen, die für immer werden bleiben. Das kann ich jetzt nicht mehr bringen. Mit 21 und 23 findet es irgendwie so, been there, done that, können wir jetzt heimgehen. Das ist wirklich, nein, das sind Leute, die sind auch dankbar. Aber ich glaube, ihre Core Memories sind jetzt wie gemacht. Und ich glaube, Pyjama und Pancakes gehört dort definitiv auch dazu. Ja, Weil wir haben wirklich gut. Familie Deluxe. Also wir haben wirklich Gästeabend, also dann nehmen wir heute Abend wieder, also es ist Craziness. Also von dem her, kommt gut. Ich find's schön. Ich geniesse es, aber ich geniesse dann auch ab morgen meine Ruhe zum Ich Misten. finde es mittlerweile auch schön. Wir haben einfach eine Türk ohne Familie. Es ist glorreich. Okay, einfach irgendwie so quasi ein Türgalone, sozusagen. Gell, es ist einfach, ich möchte nicht gecancelt werden, wenn irgendjemand das rausschneidet und mich völlig aus dem Zusammenhang reißt. Ja, scheiße. Dann haben I wir voll know. verloren. Okay, sorry. Also jetzt ganz vernünftig, es ist halbschlau, vollherz. Ich finde, wir haben schon ziemlich viel halbschlaues gemacht und auch ziemlich viel vollherziges für heute. Aber ich finde, wir müssen immer einsteigen auf dem Konsumentenlevel und auch an Weihnachten Du ist weißt, wir müssen einfach das, was wir am besten können. es ist so. Und auch dort ist mein jetzt in dem Warenkorb hinzufügen, Finger ist also auch recht festlich drauf im Moment. Und ich habe es nicht gekauft, und ich wirklich wahnsinnig stolz bin drauf. Und ich möchte einfach noch schnell sagen, ich weiss nicht, das ist jetzt, glaube ich, etwa die 15. Folge von unserem Podcast. Und ich finde es auffällig. Ich habe sehr selten, weißt, habe ich müssen sagen, okay, ich habe es noch doch noch gekauft. Ich habe das Gefühl, dir ist das mehrmals passiert. Ja, das ist schon möglich. Das ist schon möglich. Aber ich finde, es ist ja völlig okay, wenn ich meine 15 Jahre alten Händchen ersetze. Völlig legitim. Und das ist lustigerweise auch ein gutes Stichwort für mein Shit I didn't buy von heute. Okay. Weil ich finde es recht spannend. Ganni ist ein Label, das ich wahnsinnig gerne habe. Ist aus, glaube ich, Kopenhagen. Hipster. Aber sie haben, weißt du wieso? Ich finde, ich habe gerne farbiges Zeug, wie man unschwer kann erkennen. Und Ganni finde ich einfach irgendwie so, ist einer der einzigen Ist es Ganni oder ist es... Ich glaube Ganni. Ganni? Ich glaube, das solltest du mir jetzt gerade abklären. Also ich meine, sie sind ja sie sind ja aus dem Norden, also das heisst, es wäre nicht der Gianni. Nein, aber der Gianni hat dann der G-I-A. Das wäre dann der Giallo. Du hast mich jetzt total verunsichert. Also die Marke, die sich G-A-N-N-I schreibt, die steht ja so ein bisschen für irgendwie, weißt du, so quasi, sie haben wirklich so ein bisschen auffällige Prints. Ja. Und sind nicht so wie die anderen, die einfach irgendwie, weißt du, so in den letzten paar Jahren einfach nur beige und graue Trainerhosen gemacht haben. Und was ich sehr gerne habe an dem Brand ist, dass sie Extended Sizing machen. Auch nur von gewissen Key Pieces aus ihren Kollektionen gehen sie wirklich bis ins 3 und 4 XL. Was ich sehr cool finde. Bis jetzt habe ich mir nur ein T-Shirt leisten können. Und auch das war 120 Franken, aber ich träume von einer Ganni-Jacke. Mein Shit I didn't buy von dieser Woche, sie haben in der neuen Kollektion ein Biker Boot. Biker Boots kommen wieder. Ich bin schon anfangs Nuller. Nein, es ist so, ich würde sagen 2008 oder 2009 sind sie schon mal riesig gewesen. Und sie haben so einen halbhohen Biker Boot in so einem, und der heisst Chicory Coffee. Es ist so dunkelbraunes Wildleder und sie sind mega schön. Sie sind 745 Franken. Also das ist einfach too much. Es ist too expensive. So viel gebe ich nicht aus für die Schuhe. Aber sie sind so schön. Sie sind so schön. Und ich tue jetzt einfach ein bisschen davon träumen. Unter meinem Christbaum, den ich am liebsten jetzt gerade würde abschmücken. Ja, aber ja, schwierig. Sie sind wunderschön. 675 €. Aber schau, wenn du den Europreis nimmst, 675 € und das noch umrechnest, dann bist du irgendwie bei 590 oder so. Das ist dann gar nicht so krass. Und weißt du was? Sorry, wir schlittern nachher genau in Januar rein und ich habe so gewisse Verdächte, ich kann auch spekulieren und sagen, who knows, sie kommen sicher auch relativ bald in Sale.
Fix. Und sonst können wir es dann irgendwie auf Vestiaire oder so. Das stimmt. Und es ist noch ein Glück, als Frau habe ich relativ grosse Flossen mit einem 40 und das 40 ist meistens nicht gerade direkt ausverkauft. Ich glaube, ich würde mir das Leben nehmen, wenn ich ein 39 hätte, weil das 39 hat es nie. Ich weiß auch nicht. Die 40 Das Größe. krasses Statement. Es ist, okay, ich habe es ein bisschen übertrieben. I'm sorry. Das sind Nein, Konflikte, die mit mir verbrennen. nie, never. Never. Aber nein, also das 39 ist einfach blöd. Weiss Ich nicht, habe kann dann, nicht mitrennen. ich weiß nicht, was hast du für eine Schuhgröße? 41, 42. Really? Du hast auch so grosse Füße, aber dann hast du auch... Ja, ich kann vor allem... Ja, bei mir auch. Eine ganze Schuhnummer. Ist das euch auch so gegangen? Gell, ihr wisst, ihr könnt uns schreiben. Und am schnellsten DMs. Ja, auf ich kann das Instagram. auch schreiben, wenn ihr wisst, wie man Gianni richtig ausspricht, weil we cannot. Ich muss das aber nachher gerade abklären. Ich bin jetzt mit keine Ruhe. Ich glaube, es ist Gani. Also, anyway, der Stiefel, den ich nicht gekauft habe. Was Ja, hast du okay. nicht bestellt? Also einerseits bin ich ganz stark, weil ich habe gerade vorher noch ich habe wirklich gerade noch ein E-Mail bekommen, dass Smallable, da die Plattform, haben gerade wieder ihre Sale gestartet. Und dort hat es immer recht viele tolle Sachen, unter anderem eben mein Lieblings-Stricklabel, das ist Matona aus Österreich, so Fairtrade Schissel. Und die haben das auch, so Cardigan LXL geht auch so prächtigst. Wenn es eben so 50% ist, zahlst du für deine Strickjacke nur noch etwa 80 Franken anstatt 160. Und dann ist es eben schon auch noch nice. Dann ist mir so, ich bleibe hart, einfach Sharing is caring. Und was ich wirklich eben nicht gekauft habe, ich habe immer so einen Spiegel in der Tasche, weil I'm 80 years old. Das ist kaputt gegangen und ich suche jetzt irgendwie schon länger ein neues und ich habe jetzt eins gesehen. Es ist very pretty, aber es ist einfach irgendwie, es ist von Victoria Beckham und ich habe ihre Eyeshadow-Palette und es ist mega hübsch, es ist richtig so schwer und wertig. Und sie haben jetzt in einem ähnlichen Stil auch einen Compact Mirror, also das Taschenspiegel. Und ich finde es sexy, aber es ist auch 60 € und finde ich, do I need ein Taschenspiegel für 60 €? Probably Ich bin jetzt not. schon mit meinem Beauty-Schissel. Ich komme immer wieder so Taschenspiegel über, aber die sind natürlich nicht ganz so sexy. Es ist okay, ich wollte einfach nicht gerade so den letzten Temu-Güssel. Verstehe ich total. Aber ich meine, jetzt gehen wir auf Ende Jahr zu und ich weiss nicht, das ist auch immer so das Highlight bei mir zwischen Weihnachten und Neujahr. Wir tun immer so hart auf den 31. Dezember unsere Steuern zahlen. Wir tun uns richtig die Freude das ganze Jahr sparen und dann müssen wir wirklich Kassensturz machen und sind dann hässig, wenn wir finden, wo ist das ganze Geld hin. Manchmal bleibt eben so ein verdächtiger, so ein 200 Franken Batzen vorig aus unseren Sparkonten. Und das wäre jetzt vielleicht so ein bisschen, also ich glaube, bei mir ist es nicht Bikerboot, aber vielleicht wäre das auch so ein bisschen Taschenspiegel-Budget. Ja, weißt du, das Budget ist ein, aber es ist eigentlich völlig unnötig. Ja, das stimmt. Das Aber, ist ja, so, aber ich finde, das das ist ist ein auch Wort, nicht, das Jennifer, das ist ein Wort, das wir abgemacht haben. Das ist wie Bikini Body, tun wir unnötig, tun wir nie erwähnen. Zusammenhang mit Shit I didn't buy. Das haben wir gesagt, das ist auf unsere unserer Blacklist von Wörtern. Genau, das ist wirklich, wie heisst das? Der Swear Jar. Wir müssen das so etwas haben. Ja, aber einfach das so habe ich mal beim alten Arbeitgeber das eingeführt. Und zwar haben wir ich weiß nicht mehr, wie wir es genannt haben, aber es ist so ein Self-Empowerment-Chart gewesen. Also jedes Mal, wenn du irgend so einen Frauenviertelspruch gebracht hast, wie ja, ich weiß nicht, ob mir jetzt daraus kommt, was ich jetzt sage. Weißt du, so die Zeug, oder? Dann hast du einen Stutz drin tun. Nice. Okay. Ist gut. Ja, ich sollte in dem Fall auf 26, ich bin schon viel besser geworden, aber ich sollte auf 26 müsste ich das haben. Elektronische Lösung, wo mir jedes zweite Sorry mindestens rausnimmt, aus meinen E-Mail-Antworten. Da bin ich immer noch ganz, ganz schlecht. Und eben, vielleicht muss ich einfach mehr mit Germans umhängen, aber ich bin immer noch, ich habe es im Fall gemerkt, wenn ich jemandem etwas mitteilen, also vor allem E-Mail, ich kann schon schneller zum Punkt kommen. Es ist okay, man muss nicht immer zuerst, hey, wie geht's? Und hey, und so hast du ein schönes Wochenende gehabt. Man kann auch sagen, hey, da ist die Rechnung, die ich letzte Woche nicht geschickt habe. Danke, tschüss. Ich kann es nicht. Und dort würde ich meistens noch ein Sorry rein tun. Sorry, dass ich es nicht geschafft habe, letzte Woche noch die Rechnung zu schicken. Und ich muss aufhören mit dem. Das wäre mein Vorschlag. Also das ist jetzt im letzten Beispiel. Stop it. Stop it. Also gut, wir machen es jetzt. Will you stop it? Wie sind wir in der Zeit? Oh, eigentlich ziemlich gut. Das ist erst eine Viertelstunde. Das ist wunderbar. Chuggy. Wir haben natürlich, wir machen jetzt wirklich nicht in eine komische Festtagsspiele, weil die meisten werden uns nachher hören. Aber ich glaube, mit dem Wir können eigentlich auch so ein Card. Das wäre so lustig. Einfach how to get cancelled instantly. Das ist wirklich. Ich habe einmal
Also ich kenne das wahrscheinlich, das Cards Against Humanity. Es gibt auch eine schweizerdeutsche Version, die ich nicht ganz so lustig finde, das Kampf Die habe ich aber noch im nie gespielt. Wüstentum. Cards Against Humanity ist die englische Version, ist schon relativ hart, wenn du irgendwie Leute in der Gruppe hast, die nicht so gut Englisch können. Aber Das stimmt, als ich das letzte Mal gespielt habe, an einem sehr betrunkenen Silvester, das war glaube ich das letzte Jahr oder vorletztes Jahr, hat sich jemand am Tisch vor Lachen das Haar übergeben. Und es war nicht so viel Alkohol involviert gewesen. Es war so lustig gewesen. Und es ist einfach das Next Level. Manchmal muss ich so lachen, dass ich brüllen muss, aber ich habe das noch nie gesehen, dass jemand vor Lachen fast körbelt. Es ist Nein, das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist schon noch speziell. Nina, du bist eine Legende. Ich will das nie vergessen. Das ist schon noch speziell. Aber es ist wirklich einfach ein sehr, sehr tolles Spiel. Also, falls wir das mal machen sollen, dann schreiben wir können mal eine Special-Folge machen, wo wir Cards Against Humanity spielen. Wir haben das mal übrigens während der Pandemie haben wir das online gespielt. Das hat so einen Online-Provider gegeben, wo das hast können spielen. Auch lustig. Haben wir Cards Against Humanity gespielt, haben wir uns von überall her eingeloggt. Das macht sicher Spaß. Aber eben von wegen Festtag und so, ich glaube, die Asshole-Geschichte, die ich immer sonst an mich reisse, weil ich einfach obsessed bin mit dem Format, aber du hast mir gesagt, du hast für heute etwas ausgesucht. Ja, ich habe natürlich extra eine festliche Christmas Asshole gefunden. Yay! Also eben, das sind nicht Storys, die uns passiert sind, oder schon. Oder? Nein, also die nicht. Also, look, ich muss immer schnell ein bisschen Backstory geben. Die Backstory ist folgendermaßen. Es ist eine Schreiberin, die ist 21 Jahre und hat 5 Geschwister. Und sie haben sich getroffen zu Weihnachten. Sie schickt voraus, dass sie schon so sehr eine lustige Familie hat, die gerne mal so ein bisschen Spassgeschenke, Joke-Gifts verschenkt zu Weihnachten, Geburtstag und so weiter. So halt so ein bisschen Slapstick, schon Schenkelklopfer-Humor haben. Und dass es eigentlich total okay ist und lustig. Jetzt aber die letzten Weihnachten sei sie die einzige Person von der ganzen Familie, also eben 5 Geschwister und 2 Eltern, die so Joke-Gifts bekommen haben. Also sie nennt dann zum Beispiel auch das Beispiel. Sie hat ein MacBook bekommen, wo die Schachtel halt so bekommen hat. Und innen dran war einfach Schocki gewesen. Und das MacBook ist dann an die Schwester gegangen. Oder wait. Ich weiss, eben, also cruel. Oder zum Beispiel, also weißt, und nicht auch nur, also weißt, das ist jetzt, ja, kann man ja sagen, ja, teurer Scheiß. Eben nicht nur, sie hat zum Beispiel auch ein Buch gewünscht. Dann hat ihre Mutter hat ihr das Buchcover geschenkt, aber anstatt das Buch ist ein Lexikon drin gewesen. She went through all the trouble, irgendwie das Buchcover auszudrücken, um das Lexikon umzutun. Oder sie hat Giftcards bekommen für irgendwie einen Laden, wo sie gerne geht und ist dann dort einlösen und hat dann bei diesen 2 Giftcards gesehen, dass die $0 Balance haben. Aber das ist ja mega gemein. Ja, genau. Anyway, so. Und dann hat sie das halt irgendwie gefunden, so, sie fand es halt irgendwie nicht cool, weil irgendwie sie sagt, die Einzige und alle anderen haben Geschenke bekommen. Eben auch nicht nur teure Sachen, sondern einfach auch günstige Sachen. Am nächsten Tag und so, sie war recht so aufgewühlt und hat halt dann schon gesagt, hey, sie fand das nicht okay. Und am nächsten Tag hat sie dann mit dem Freund und seiner Familie gefunden, hat sie dann das Buch, das sie sich gewünscht hätte, lustigerweise genau das, was ihre Mutter so da hat, als würde sie es ihr schenken. Und sie hat dann das auf Instagram gepostet mit dem Buch und hat sich mega gefreut. Und ihre Schwester hat ihre Instagram-Story gesehen, hat dann die Familie-WhatsApp-Chat da, wo dann alle darüber eigentlich hergezogen haben, wie undankbar und verwöhnter Balk das sie doch sagt. Und sie soll doch jetzt nicht so tun, sie käme ja den nächsten wieder Geschenke. Oh, wow. Steffi, who is the asshole? Wow. Das ist jetzt noch schwierig. Lass mich überlegen. Tricky. Entschuldigung, das ist ja... Red Flags. Red Flags. Und ich meine, ich finde, wir müssen aufpassen, dass wir nicht die ganze Zeit mit so Begriffen umrühren. Aber das ist Mobbing in der Familie. Sorry. Das ist ja total daneben. Also ich finde es ist... Eben, ich meine, da können wir jetzt ganz lange darüber reden, weißt du, so quasi, wann ist ein Joke nicht mehr lustig, aber, sorry, aber das ist total daneben. Und ich finde, Weihnachten hat schon ein kleines Potenzial. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen darüber hinweg, auch vom Alter her, aber Weihnachten hat schon ein bisschen das Potenzial, bei uns wieder das Kind rauszuholen und dann findest du irgendwie so, sitzt du dort und findest, ich habe nichts bekommen, weißt du, als Erwachsene, wir in der Familie schenken uns eigentlich nichts, oder mein Mann und ich und that's it. Und dann hast du manchmal schon, und dann siehst du irgendwie so deine Kinder, die so 700 Sachen aufmachen, irgendwie so, weißt du, und dann findest du wie so, ja, also das wäre schon noch lässig gewesen, so. Aber
Also so in dem Ausmaß finde ich es jetzt im Fall wirklich, also das ist jetzt auch überhaupt nicht lustig. Also wir haben das 1 Jahr gemacht in der Familie von Nick, bei den Schwiggis, haben wir Horrorwichteln gemacht. Das ist, kennst du das? Aber dann haben alle, wir haben jetzt Schrottwichteln. Ich glaube, Ja, okay, ja, aber es ist genau. Und das habe ich irgendwie, weißt du, so 1 Jahr, ich habe es nur begrenzt lustig gefunden. Weißt, ich finde, es ist ein Joke, der sehr, sehr schnell erzählt ist. Da könnte man einfach irgendwie auch eins Schrottwichtelgeschenk machen. Dann hast du nachher Zeug gehabt, wo du hast müssen entsorgen. Ich meine, sorry, ich bin jetzt so ein bisschen Partypooper. Nein, aber es ist schon so. Also, weißt, ich finde ja irgendwie die Grundidee, dass du dir irgendwie einen MacBook-Karton holst und dann mit irgendwie Schoki füllst, finde ich, ist ja witzig, wenn dann innerhalb von 10 Sekunden so das tatsächliche MacBook schenkst. Das ist wirklich Oder? gemein. Ich meine, ich finde, es klingt jetzt einfach so, als hätte sie in dieser Familie definitiv ein Lieblingskind oder Lieblingskinder und sie ist es nicht. Ja. Ich meine, Freunde und ich, wir haben auch ich meine, so die Tradition, dass wir uns, wir tun so ein bisschen Schrottwichteln, aber immer schon etwas, wo man irgendwie so ein bisschen brauchen kann, mit ein bisschen Humor. Also, als Beispiel, wir haben mal ganz glorreich versucht, DIY zu machen. Und zwar so Cutie-Ornament, also so herzige irgendwie Ostereier, Disco-Kugeln-Ostereier. Und dann haben wir so Disco-Kugeln-Steinchen gehabt, haben die versucht auf Ostereier zu kleben und wir sind sowas von abartig glorreich gescheitert. Anyway, dann habe ich gesehen, dass es ein Christmas Ornament DIY-Set gibt mit so diesen Glitzersteinchen. Dann habe ich das natürlich kaufen. Also das war meins und sie hat mir so eine Türklingel gekauft, die funktioniert, wo drauf steht Ring for Champagne. Ja, Das ist lustig. natürlich jetzt in der Küche und funktioniert. Also weißt du, so, das sind so unsere Schrottwichtel und unser Trick ist natürlich immer, wir tun das irgendwo in eine Schachtel, wo halt noch etwas aussieht. Oder? Der teuerste Einkauf vom Jahr, die Schachtel behaltest. Also jetzt mein Schrottwichtel, also das, was ich bekommen habe, ist so in einem Dior-Täschchen. Und dann ist es wie so witzig, weil du weißt irgendwie so, ja, sure. Natürlich. Ich habe irgendwie da mal irgendwo aus dem Abfall irgendwie so ein Prada-Ding gefischt. Und das weißt, dann ist so, it's part of the joke and it's okay. Both in it. Ja, aber ihr macht das auch nicht, das ist dann irgendwie nicht performative. Das ist ja nicht, damit sich dann irgendwie 7 Leute noch irgendwie Kugeln vorlachen und sagen, so, genau. Also, weißt, sind einfach wir zwei, und dann das ist sehr etwas anderes. Nein, aber also ich finde jetzt irgendwie einmal die Asshole-Geschichte, finde ich ganz klar nicht die Asshole und ich finde es mega gemein. Ich finde es nicht okay. Aber eben, ich finde so Practical Jokes, wie nennt man das? Ein Streich, das ist wie ein Streichspiel. Und ich finde das eigentlich sozusagen nie lesen. Eben, wenn es mega kreativ ist, ja. Nein, sie tut mir leid. Ich weiß nicht, wenn es einen Wortwitz hat oder irgendwie etwas. Ja, dann ist es okay. Dann können wir ihr nicht ein Flugticket schicken. Also, dann kann sie einfach zu uns in die Schweiz. Können wir einfach mit ihr ein bisschen Schlittschuh fahren und ein bisschen feine Schoki essen und dann schnell auf der Rigi oder so und dann wieder heim. Das ist doch völlig okay. Ja, ich finde auch. Okay. Aber ich schreibe das unter den Reddit-Thread. Danke vielmals. Aber wir können uns das wahrscheinlich auch nicht leisten. Habe ich das noch mal erzählt? Dass wir, also ich weiss, es ist nicht der Rigi. Ich will nicht schreiben, ich weiss, es ist die Rigi. Wir haben mal als Familie vor Jahren, wir sind so Ausflügler gewesen, wir haben immer gefunden, am Sonntag müssen wir den Kindern etwas bieten. Haben wir gefunden, komm, wir gehen auf die Rigi. Und dann sind wir irgendwie da in die Innerschweiz gefahren und stehen unten an dem Berg. Und es hat, glaube ich, 2 Erwachsene und 2 Kinder in über 400 Franken gekostet. Völlig gestört. Und dann sind wir im Fall einfach, wir sind dann einfach in ein Restaurant, gehen zum Mittagessen dort am Vierwaldstättensee und sind wieder heim. Das habe ich wie erst genauso cool gefunden. Ja, natürlich, sie haben es total okay gefunden. Wir haben es verdammt aufgehypt. Und ich habe das erst dann geschnallt, wie unglaublich unaffordable so die Berge sind. Und irgendwie, weißt du, geschweige denn irgendwie die ganze Jungfrau-Joch. Ich muss sagen, ich bin noch nie auf dem Jungfrau-Joch gewesen. Ich nicht. Ich habe es nur von unten angeschaut, aus der Nebelsuppe. Und ich bin, glaube ich, auf dem Titlis und ich bin auf dem Brienzer Rothorn, bin ich mal gewesen, aber das ist ja nicht super gewesen. Ich bin auch schon Zermatt gewesen. Ich bin zum Beispiel auch noch nie in St. Moritz gewesen. Du hast nichts verpasst. Es ist der See, ist noch schön zum auf den See. Das ist jetzt wirklich so Asshole. Das ist jetzt einmal die Asshole, ja. Ich habe einfach ein paar Luxushotels getestet dort und so. Das ist ja wie das Einzige, was du kannst machen in St. Moritz. Ja, don't hate me. Ja, sorry, ich habe ins Padron Palace.
Hey, apropos, Jenny und ich haben das ein bisschen Breaking News, jetzt in unserer Festtags-Edition. Gell, ich habe heute noch alle Bestätigungen bekommen. Wir machen zusammen ein Spa-Review im Ah, Januar. Very fancy, Jenny und Du musst ich. mir dann gehen sagen, auch. wenn du, dann kann ich nämlich auch, dann buche ich nämlich auch ein Pamper Me Deluxe. Ja, genau, es ist wirklich so, ich habe jetzt gerade Bestätigung bekommen, ich glaube so morgen um 10 Uhr, musst dann halt wirklich, musst irgendwie zum Morgen essen und nachher gerade auf der Schraube liegen und dich massieren Das ist lassen. okay. Und das Kann ich. halten wir aus. Ja, Kann ich. machen. Schaffe Anyway, ich. also da Nimm mich können auf wir mich. sicher auch darüber reden. Anyway, das war jetzt recht ein steiler Schwenker gewesen von irgendwie so Es ist vor allem wirklich einfach nur ein shameless brag gewesen, with no content whatsoever. Man könnte auch sagen, gell, es ist schon Schaffen für mich. Du kannst einfach freeloaden und mich unterhalten und ich muss ja nachher ganz viel darüber schreiben für meinen Blog. Es ist, nein, okay. Ja, weißt du, nachher, ich weiß schon, wie es kommt. Es kommt dann nämlich, Jenny, kannst du schnell meine Kamera heben? Jenny, Kannst schau mal, du weißt du, machen? schau mal, ich liege Ich gerade weiß, so lativ auf der... Es ist so. Ja, du musst auch noch deinen lasziven Bloggerblick üben. Es ist wirklich, du musst so am Pool stehen und dann so... Nein, ich kann es nicht. Du musst eine Arschbombe machen. Die Arschbombe in den Pool, das haben alle gern, wenn man das im Spa macht. Das ist grossartig. Ich habe einfach einen sehr guten Not-Impressed-Look. Was? Weißt du was, wir machen dann ein Not Impressed Special. Das ist gut, also ich könnte euch freuen, wir machen dann auch wirklich etwas Kleines auch für halbschlau voll Herz. Ja. Und einfach irgendwie so quasi Jenny was not impressed. Nein. Ist schon, ich sehe lustiger Fun Fact, es gibt ein Foto von mir, da ist mein Sohn, weiß nicht, 1,5, glaube ich. Oder erstes-jährig. Oder 2. Einfach etwas ganz, ganz klein. Und wir sind auf dem Flumsenberg oben. Und es ist wirklich einfach, ich stehe nicht dort und ich komme in die Berge, es wird mega schön. Und ich bin einfach so very fucking not impressed gewesen. Und es gibt ein Foto, wie er so vor mir im Wagen sitzt und wir haben beide die gleiche hohe Fresse drauf. Das ist glorreich. Das ist richtig glorreich, ja. Ich kann es mega nachvollziehen. Weil es ist wirklich, ich bin ja nicht die gerne, ich schaue gerne Berge an. Am liebsten vom Hotel oben, so in so homöopathisch dosiert. Das bringen wir her. Wir schauen ein bisschen im Bodensee raus. Das ist jetzt einfach der letzte Teaser. Wir schauen den grossen Kanton an. Ja, das wird super. Das wird eben unser riesen Problem, Steffi. Wir werden die ganze Zeit durchgehen und sie werden so hässig, dass sie uns rausrühren. Das Hotel ist in Konstanz. Wir sind bei der German. Aber dann müssen wir noch schwäbeln. Ja, das müssen wir noch ein bisschen üben. Das kann ich mega schwäbeln. Aber das ist so. Ich kann immer Lö anstatt Li machen. Okay, das ist gut. Also siehst du, jetzt habe ich schon mal etwas vorausgelernt. Aber ich glaube, mein Motto aber du hast auch noch etwas, du kannst auch noch etwas erzählen, wo wir etwas gelernt haben, oder? Das ist jetzt noch schwierig. Ist das jetzt so ein Jahresabschluss? Nein, das ist jetzt eigentlich die Überleitung zu der nächsten Kategorie, das musst du gehört haben. Okay, es ist schon smoother gewesen. Aber du bist auch schon schneller gewesen. Ich bin auch schon gemerkiger gewesen, sind wir ehrlich. Aber es geht ja auch wirklich ein bisschen Kategorie Weihnachtsunterhaltung, wenn ihr jetzt wirklich auch findet, Trainerhosen und Pancakes essen ist tipptopp. Das musst du gehört haben. Habe ich vor allem letzte Woche bin ich schon hellhörig geworden bei dem Thema. Und ich habe mich ein bisschen informiert und Jenny, wir haben jetzt etwas vor miteinander. Ich meine, wir sehen uns jetzt nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, aber hast du gehört davon, dass das ARD so eine neue Miniserie gemacht hat? Und das ist, glaube ich, wirklich gedacht als irgendwie so Pre-Christmas oder Christmas-Serie. Okay, also mal etwas Neues, dass man nicht mehr Sissi oder 3 Haselnüsse und Aschenbrödel schauen. Und zwar heisst die Sendung Mozart/Mozart. Also Mozart and Mozart. Sehr modern, wieso nicht? Hashtag Mozart. Ja, es ist absolut so. Es ist wirklich, also Mozart/Mozart. Und ich habe dann gefunden, irgendwie, weißt du, so quasi, es ist relativ einfach erzählt, irgendwie so, es ist, er erzählt die Sachen. Es geht um Mozart. Fiktive Geschichte über den Mozart, über den Wölfli und seine angeblich begabtere Schwester Anna Maria. Ich meine, ich bin voll für Frauenpower. Voll gut. Ja, also es klingt eigentlich total legit, aber ich bin eher darauf aufmerksam geworden auf Social Media, weil ich noch nie so vernichtendes gelesen habe. Also, und es ist so, ich habe mir es gegeben, ich bin dann auf YouTube, bin ich den Trailer schauen. Ich möchte es einfach ganz schnell ist es wirklich einfach vernichtend? Vernichtend. Also ich muss es schnell vorlesen, das Zitat. Die neue ARD-Serienproduktion Mozart in nahezu sensationellem Ausmaß. Total miserables Fernsehen. Lieber Gott, bitte mach, dass es keine zweite Staffel gibt. Das schrieb Johanna Adorian in der Süddeutschen Zeitung letzte Woche. Ich habe mir das geben, ich habe einen Deep Dive gemacht. Mozart/Mozart nicht geschaut, aber der Trailer
lange schon sehr. Also man muss sich einfach gerne gönnen, nachher wirklich gerade auf YouTube schauen. Also, das Und ist schön, jetzt haben wir noch einen Weihnachtstipp. Wenn ihr nicht Sisi 1, 2 und 3 schauen und nicht drei Haselnüsse für Aschenbrödel schauen, dann Mozart. hey, und ich einfach, eben, schon nur unter dem Trailer hat jemand geschrieben, die oberste Review ist Deutsches Overacting Endgame Edition. Einfach so gut. Aber sorry, also erstens mal, können wir Literaturnobelpreis an die Kritikerin geben? Hey, es ist wirklich Glory. so lästig. Glory. Total. Also anyway, wir können es nachher anschauen. Mehrere Leute haben gesagt, Mozart-Serie sage wie wenn man ChatGPT würde fragen, wie eine Serie könnte aussehen, wo man die Mozart-Geschichte mal moderner oder feministischer erzählt. Und quasi die Schwester von Mozart in den Mittelpunkt stellt, dann würde ChatGPT irgendetwas rausspucken und es ist wie wenn sie genau das verfilmt hätten. Also ich glaube, wir haben es jetzt genug aufgehypt, oder? Ich muss es wirklich... Hey, 6 Folgen, also ich weiss nicht, ich nehme jetzt mal an, wahrscheinlich, es ist gleich wahrscheinlich ich weiss auch nicht, 3/4 Stunden, wir gehen jetzt nachher schauen, aber also die ARD-Serie Mozart, Okay. könnte man Hast sich du noch einen Festtags-TV-Tipp, wo nicht gerade, weißt du, nicht gerade ein Prank-Watch ist? also, wo man wirklich tatsächlich kann machen. Ja, tatsächlich, wenn einem wirklich ein bisschen langweilig ist und man ein bisschen einfach... Ich finde, wenn man mal so richtig Zeit hat und findet irgendwie so Sofa und ich werden eins, kann ich eigentlich nur am Stanley Tucci seine Visiting Italy Dokus empfehlen. Ja, okay. Aber einfach mit einem kleinen Disclaimer, er ist so charmant, dass du sofort, also egal ob Mann oder Frau oder Stuhl, jeder will mit dem Stanley Tucci nachher ins Bett. Und du darfst die Serie nie schauen, wenn du Hunger hast. Also du musst voll fressen. Du Das musst ist super für Festtage. Du bist voll Das ist perfekt. Du musst mit einem absolut vollen Magen musst du das schauen. Weil Also es ist ja fast ein bisschen kötzlig und dann schaust du. genau. Hey, weil er frisst sich einfach durch Italien und es ist so charming und es ist so schön. Also ich würde sagen, das sollte man sich geben. Hast du irgendetwas vor, wo du findest, da könnte man reinknündeln? Ja, man kann sich schon reinknündeln. Ich will es wieder schauen. Ich habe es schon ein paar Mal geschaut. Es gibt nur 2 Staffeln leider. Die erste ist richtig, richtig gut. Die zweite ist so, ja, why not? Aber die erste ist richtig gut. Bad Sisters. Bad Sisters. Bad Sisters. Ist eine irische Krimi-Komödie. Und ich finde, man kann das ist super so an den Festtagen, wenn man genug hat von seiner Familie, dann kann man in die Familie reinzappen und sie ist auch so herrlich dysfunktional. In a very charming way. Ich mache es ist auf unserer Liste. Bad Sisters. Ja. Doppelt unterstrichen, weil ich glaube, wir werden noch ein bisschen Zeit haben. Und dann muss ich auch Pause haben vom Estrichen-Raum jetzt in den nächsten Wochen. Also von dem her kommt es super. Also ich glaube, wir gehen uns jetzt den wichtigeren Dingen im Leben widmen. Weihnachtsedition. Aber weißt du was? Ich habe jetzt schon jetzt kein Zeitgefühl mehr. Das ist immer so bei diesen Tagen zwischen den Tagen. Hey, unsere nächste Podcast-Folge ist noch brutaler. Und am 1. Januar kann das sein. Weißt du, so am Tag nach dem also, das ist wie der Silvestertag. Da sind wir erst gerade ins Bett gegangen. I don't know. Ja, aber das ist schon cool. Weißt du, da könnte man irgendwie so Tarot legen oder so. Hey, ich habe ein Tarot. Das könnte man machen. Also, ganz viele Tarots. Ja, das wird wirklich machen. Das wird doch noch witzig. Dann machen wir so ein Kult-Special. Finde ich gut. Also ich suche mir noch können beide dann unsere, weißt du was, ich muss mir auch noch eine Annabelle holen und dann können wir beide unsere Horoskope noch anschauen. Word, das machen wir. Finde ich sehr eine gute Vorsatz. Wenn du und ihr die auch dabei sind, wieso sage ich immer die Hause, weißt du, als wäre ich irgendwie noch beim Radio, wo alle haben müssen die Hause hocken und Radio hören. Das ist so, wir wissen, die Leute, die uns hören, liegen im Bett. Das stimmt. Was ich immer noch, ich meine, very charming finde. Ja, oder sind im Fitnessstudio, das ist anscheinend schon auch ein Thing. Okay, auch ein Weihnachtstag. Kann man machen. Okay, aber auf jeden Fall würde ich sagen, freue ich mich schon riesig drauf. Und ich weiss auch nicht, wir müssen jetzt noch nicht so dankbar sein für ihre Sachen. Es ist nicht das Erntedankfest, aber Jenny, ich kann auch dir sagen, ich habe einfach mega Freude. Ich meine, wir tun jetzt irgendwie was, mit 2-3 Minuten miteinander podcasteln und ich finde es einfach mega lässig. Ich auch. Und ich finde es schön, dass uns so eine Hardcore-Gruppe von crazy people jede Woche einschalten und lost. Ihr sind wenige, aber ihr sind intensiv. Es ist super. Hey, weißt du, die Masse ist mir völlig egal. Aber ich habe es wirklich schön gefunden, so schon die Spotify-Raps bekommen. Eine Hörerin hat uns ihre Spotify-Rap geschickt. Wir sind ihre zweitmeistgelosenste Podcast nach
gemischtes Hack. Und das Finde finde ich schon Goals. So. ja, das allerdings, oh mein Gott, wo Goals, wird oder? uns 26 gerne? Wir haben riesig Freude an jedem Einzelnen, jeder Einzelnen, der zulässt. Und wir hören uns in einer Woche wieder Schöne mit einer neuen Festtage. Folge. Tschüss zusammen, Bis schöne dann. Festtage.